schon lang Zeit von meinem Leben zu Diedling gewohnt, sind do geboren, schon meine Wurzeln do. Und ich habe selbstverständlich noch immer zu meiner Stadt und zu meinem Verein. Auf 50.000 Lützbäuer, die wohnen nicht mehr hier am Land, die sie forciert am Ausland zu wohnen am Moment. Vielleicht sind da denen 50.000 auch, das als 6. Lützbäuer. Vielleicht sind da auch drinnen, die das freiwillig machen. Wir sind da ganz sicher drinnen, die lieber gehen daheim wohnen. Und die denken mir bei unserem Wahlprogramm auch. Das ist klar, wenn man 10.000 Lützebäuer am Ausland wohnen, weil sie hier am Land keine Wohnung fanden, dann ist das ein Skandal. Und da rechnen wir die Lützebäuer nicht mit, die hier am Land wohnen in prekären Bedingungen, an ganz kleinen Wohnungen, teilweise über Kaffeen und auf anderen Plätzen. Ein Drittel vom Land sind am 19. Jahrhundert ausgewandert. Und ich meine, ich brauche nicht zu zählen, in welchen Konditionen das geschieht, aber welche Armut damals hier am Land geherrscht wird. Aber das ist ein Skandal, das haut noch einmal leid an einem von den reichsten Ländern von der Welt müssen auswandern. Weil Emigration, das ist immer ein Zeichen für das erste Mal von Armut. Was soll ich machen? Jahr für Jahr kommen 11.000 Einwohner an unserem Land bei. Das könnt ihr am Stadtteil lesen, das steht da. Jahr für Jahr bauen mehr Lützebäuer an, das ist mich schwer am Stadtteil zu finden. Jahr für Jahr bauen mehr Lützebäuer Männer wie 3.000 Wohnunitäten bei. Den Defizit, den muss man irgendwann abgefangen kriegen. Das ist kein Wunder, dass in so einem Defizit Preise für Appartementen, für Häuser und für Terrain explodieren. Aber bei diesen Preisen, da gibt es eigentlich eine prioritäre Solution. Wir brauchen hier im Land viel mehr lokativ Sozialwohnungen und das muss die ewige Priorität sein. Da stellt sich natürlich die Frage von der gerechten Verteilung. Der DR fragt schon lange, dass die Wartelisten, die bestehen für eine lokativ Sozialwohnung, sollen transparent und klar sein, dass die Leute, die also eine Wohnung brauchen, oder die mir eine Großwohnung brauchen, weil hier kann man mich groß gesehen oder aus anderen Umständen, dass die ungefähr wenigstens zeitlich sich können festlegen, wenn sie die Wohnung kriegen. Die Verteilung von so Wohnungen ist natürlich extrem kompliziert durch Bedürfnisse von den Leuten, die sie brauchen, die ja rennen, wie gesagt, mit 2 kleinen Kindern kann ich mit 2 Schlafzimmern auskommen, wann kann er mich groß gehen, wenn doch nach ein Mädchen sind, dann geht das viel mehr kompliziert. Geografisch Unterschiede spielen natürlich auch. Die Leute, was sie schaffen, wollen ja auch nicht 30, 40 Kilometer von ihrer Arbeit weg wohnen. Sie müssen da wohnen, wo die Arbeit ist. Und das ist natürlich der Wunsch von der Politik haut, dass eine gewisse Mixität da ist. Also Ghettoen kommen auch nicht auf froh, und das möchte dann der Richten an Planen und Gestion von so Wohnungen auch nicht mehr liegt. Mehr auf einer Werdelist, da geht es der Rheino. An der Rheino, das heißt, dass die Leute, die sich für dich gemeldet haben, dass die auch eine Chance sollen haben, bei den Nächsten sie für eine Wohnung zu kriegen. Außerdem hat der Lützebäuer Staat eine besondere Verpflichtung gegenüber von Lützebäuer und von Residenten, für das die sollen eine Wohnung kriegen. Das ist also kein Sozialneid, wie verschiedene Leute so, wenn wir nur eine gerechteren und transparenter Verteilung freuen. Das ist einfach die verdammte Pflicht und Schuldigkeit von unserem Staat, sich um die Lützebäuer an den Präsidenten zu kümmern. Als Großeltern, als Eltern haben, weil sie viel geschafft haben, und ich komme aus dem Minnet, dass sie Überstunden geknüpft wären zu machen, aber sie konnten sich immer irgendwann etwas Eigenes leisten. Und das etwas Eigenes, das war immer so Ziel von allen Lützebäuer Familien eigentlich. Das haut nämlich dran. Nicht für Schmelzarbeiter, bald nämlich für Leute aus der gehobenen Mittelschicht. Es gibt ein finanzielles Abenteuer, wenn ihr sich haut ein Haus, ein Appartement will kaufen. Aber wenn ihr eine Zentral will kaufen, sie hat das an den Ballungszentren am Süden oder sie will an der Stadt, dann ist es wirklich eine finanzielle Aventur. Das Leute müssen natürlich auch geholfen kriegen. Und ich meine, an unserem Programm von der
Usetzt, wie in dat kann machen, am mir als dat ganz gut evaluiert, auch mit innovative Mitteln, weil den Amphitheotik als für uns keine Solution mehr proposieren am Platz, de Konzept vom Portage foncier, de Portage foncier, als eng Manier für dich sein Haus aufzubezahlen an Dono und zu fängen, wann Last nicht mehr so groß als sein Terrain. Mir geht den auf alle Fall proprietär von seinem Terrain an, und muss nicht nur 50, 90, 100 Jahre, de kann so, weil das da war, das ist nicht mehr Ukrainer Leute. An der ganzen Diskussion um Wohnungsnot, wie der Fredet genannt wird, dann das der richtige Term dafür, als Privateigentum auch immer mit an der Diskussion. Mehr als Partei, mehr respektieren Privateigentum an, fällt es nicht an, engem etwas wegzuholen. Für uns ist es keine Solution, wie der Fraktionschef von der Sozialistischen Partei es mal ugedeiht hat, und hat es wohl ugedeiht und nicht ausgeschwert, dass ein Notstandsartikel aus der Verfassung geholt wird, für das Wohnungsproblem zu lösen, weil er wirklich geht, steht ja Expropriation. Für uns könnte Expropriation nicht erfroh, wir liefern an unserem Wahlprogramm auch Mittel für die Proprietäre von Terrain, von Wohnungen, von Häusern, einen Anreiz zu geben, dass sie ihre private Besitz hier gehen, dass sie verkaufen, dass sie nutzen oder nutzen lassen von anderen Leuten. Wohnungen, Wohnungsbau sind extrem traurig, wenn ich es als Kapitel an einem Wahlprogramm muss lesen. Jahr für Jahr gesagt den Hai, mit Zule belucht, wie die Regierung Stück für Stück versucht wird. Wir haben ein Defizit in Wohnungen, nicht am Allgemeinen, wir haben ein Defizit all Jahr, dem mir groß geht. Schuld unter aktueller Situation ist nicht die Wursten. Die Wursten ist die Ursache. Mit Schuld sind all die Regierungen, von denen, ich gehe mal so in den letzten 50 Jahren. Und das sind nicht nur Gambia-Parteien, sondern das ist auch CSV.